Hallihallöli, ich bin's, euer Blasteringenieur. Und da guckt, mein zweiter eigener Blaster. Und ein volles Magazin dafür. Zack, nein. Und die Profis unter euch seht schon, der sieht ein bisschen anders aus wie bei den letzten Male. Da guckt, da ist was dazugekommen. Das ist jetzt der Griff vervollständigt. Weil, wenn von den Neulingen unter euch die Geschichte noch nicht kennen, ich habe mir überlegt, man könnte den Plaster auch so rum verwenden. Und dann muss der Griff natürlich, das ist ja so wie er jetzt ist natürlich auch geschickt. Und ihr seht auf der anderen Seite schon, ich habe schon Designteile anpasst. Das habe ich jetzt ein bisschen Spannungsbogen versaut, um was es heute geht. Aber wenn er der Titel, hat man nicht überlegt, der Titel zu mir. Zum Zeitpunkt hat sie jetzt da nicht das Zeugs erzählt. Aber wir machen heute die Designteile noch und kurze das da noch um 2. Weil festgestellt haben, 2 bringt das Maximum. Oder so. 3 bringt noch ein bisschen was, 4 eigentlich nicht, außer Krach. Und dann machen wir das einfach wieder ein bisschen kürzer, dass wir ein bisschen Platz sparen. Und ich will ja, nächster Schritt, deswegen ist da noch der Griff. Aber immer mal die andere Seite. Das ist dann, da oben ist ein Teil. Das ist, ja, dann machen wir das Magazin mal raus, bevor es rausfällt. Das ist eine Presspassung. Jetzt, so Gott. Das hält dann auch ohne Kleber. Das hält auf der anderen Seite auch ohne Kleber. Aber natürlich, Namensschildle, dass jeder weiß, ich bin der Blastering-Ingenieur. Das ist ein Blaster vom Blastering-Ingenieur. Und ja, irgendwie habe ich die Druckeinstellungen nicht so sauber. Guck, das sieht. Ja, ich glaube, da passt der Offset nicht ganz. Und jetzt haben wir da Hand natürlich. Da können wir jetzt auch kein einzelnes Teil drüber kleben. Oder das klebt man da unten dann nachher fest. Ja, ich glaube, das ist am geschicktesten, wenn das unten festklebt. Weil ich will ja den Plaster nachher nutzen. Das machen wir dann, glaube ich, als nächstes. Ich bin mir noch nicht sicher, doch. Aber das. Da ist der Hanna, der Teil weg. Dann kann man das schön greifen. Und dann kommt da einfach ein zweiter Griff noch. Und der muss dann. Ja, da Hanna ziemlich. Oder mein Hans hat ziemlich nochmal ein Stückchen eingegangen. Und dann machen wir da Federless Plaster oben drauf. Da können wir alles Mögliche. Das kann man alles miteinander kombinieren. Das ist dann ganz spannend. Jetzt bin ich mir überlegen. Die Seite können wir eigentlich festkleben, die andere Seite nicht. Machen wir mal weg. Also ihr seht, da sind die Kabelkanäle drin. Das ist vielleicht nicht so geschickt, wenn man das festklebt. Die Seite kleben wir doch gleich fest. Hat nämlich riesige Hubelkleber. Wobei, ich habe auch schon fleißig verschafft. So, zack. Jo. Ja, komm schon. So. Das andere machen wir dann mit doppelseitigem Klebeband. Das taugt auch. Ja, bevor ihr mit der Hand beim Kleber und Feihülle zuschauen müsst, gehen wir mal schnell durch, was wir alles haben. Ich denke zuerst, fangen wir mit der Schulterstütze an. Da haben wir jetzt hier Teil. Die kleben wir einfach auf einer Seite fest und auf der anderen Seite kommt das Streufel doppelseitiges Klebeband noch, dass man, wenn man will, das einfach noch zerlegen kann. Da haben wir hier nochmal Teil. Was habe ich so gemacht, dass man ein Stückchen von dem Orangen ranzieht. Da muss ich ein bisschen feilen. Aber das kriegen wir alles noch. Dann haben wir da Gummideul, das da hinten noch gehört. Ja. Muss das mit dem Drucker mal so lernen, dass man über ein Prototypen-Stadium auch vielleicht hinauskommt.
Wobei, oder ich finde da welche, die das können. Das ist die Alternative. Das kommt da hinten eingeschraubt und dann ist es da auch zu. Dann kann man das an dem Ding da noch hochklappen. Und dann haben wir da von unten noch nochmal Teil, das ein bisschen schönere Form gibt. Und dann haben wir von vorne noch einen Haufen Teil. Ich glaube, das machen wir nacheinander. Was wir jetzt gleich mal machen können. Fürs Magazin-Teil. Das kennt ihr vielleicht von meinem ersten eigenen Blaster. Aber nicht. Ich zeige euch mal kurz. So sieht es dann noch aus. Der sieht ein bisschen anders aus. Der sieht ein bisschen abgefahren aus. Das ist. Und da bin ich auf die Idee gekommen, das so zu machen. Ja, das hätte jetzt mal Dummy-Batterie, dass das Gleichgewicht behält. Das ist natürlich. Das war jetzt so nicht geplant. Seht ihr das auch? Das hält natürlich so rum nicht so viel. Jetzt muss ich mal gucken, ob das, wenn ich den über Kopf verwenden will, ob das nicht ein bisschen. Ob man dann nicht irgendeine andere. Ist vielleicht gar nicht verkehrt, wenn ich das jetzt so gesehen habe. Ob man dann eine andere Schulterstütze entwerfen müssen mit dem Deckel oder mit der Klappe nach oben. So, den holen wir dann am Ende nochmal ins Bild, wenn wir fertig sind. So, ich würde jetzt sagen, ich montiere die ganze Designsache. Weil dann können wir das, kann auch der Kleber mal trocknen, machen wir das fest. Und dann kümmern wir uns um das vorne. Dann machen wir schnell Durchlauf. Bis gleich. So, Hodele, wieder knapp 26 Minuten vergangen. Davon habt ihr wahrscheinlich nicht so viel mitgekriegt. Aber erst bei der Dominator schon gemacht, dass ich einfach unten eingeschrieben habe, wie lange das Ganze unbearbeitet dauert hat oder ungeschnitten. Und ich glaube, wenn ich daran denke, mache ich das hier auch. Also Dominator war dann 2 Stunden 40 oder sowas. 2 Stunden 44. Ja, hab's vorher noch im Kopf gehabt. So, der ist nochmal. Ohne Schnitt. Da müssen wir da noch die Öse wegmachen. Das ist heikle Geschichte. Wenn ich sie mache, will ich schon kommentiert haben dann. Aber das dürfte passen. Jetzt kommt das da noch da rein. Das muss. Was heißt muss nicht vorher. Das. Bevor ich so unten zusammenlege, muss das halt gemacht sein. Die Punkte nach unten. So, da leer. Boah, das sieht besser aus wie beim ersten. Ganz zum Schluss ziehen wir die Schutzfolie ab. So, da leer. Dann gucken wir, Klebeband lösen, ob der Kleber jetzt schon fest ist. Und an der Seite hält es durch die Schraube, da habe ich die Löcher ein bisschen zu klein gemacht.
Oder es ist halt, ich glaube, da passt irgendwie, der Druck ist hat ein bisschen tief ins Bett druckt und dadurch drückt es das auch Zeit hinaus und dadurch passt halt die Abstand nicht mehr ganz. Aber ja, das sind so Dinge, das lerne ich noch. Das kriegen wir irgendwann mal hin. Und wenn nicht, suche ich irgendwann mal Profis, wenn da Bedarf ist. Könnt ihr euch dann gern melden, wenn ihr was weiß ich, wie häufig Zeugs drucken muss oder das dann. Ja, genau deswegen brauchen wir noch den Bildschirm oben, weil der hat da Doppelfunktion. Der dient nämlich da auch noch als Griff, dass man den Deckel überhaupt aufmachen kann. Ich meine, vorher habe ich so schön durch die Schulterstütze durchgegriffen. Jetzt ist da halt das Gummidingele. Dann müssen wir da auch noch T-Stück reinlöten, dass man die Modularität nicht versauert. So, dale. Da sieht das doch noch gut aus. Und das fast gesagt löten wir, aber das klebt man auf die Seite. Mit ein bisschen mehr Material noch. So, da. Aber ich jetzt sagen, könnt mal kurz noch bewundern, die Gummistütze. Und das könnt ihr jetzt nicht bewundern. Ja, die ist ein bisschen das Klo von meiner Schulter. Das ist zum Glück Gummi, sonst steht es pieksen. Das dürft ruhig. Ja, so langsam. Aber da könnt ihr heute das Video nicht machen. Dann wäre ich noch nicht fertig damit. So. Ich würde jetzt sagen, das kleben wir wieder am Schnelldurchlauf zusammen. Dann schwätzen wir weiter. Bis gleich. So, Oderle, während der Hanna der Kleber trocknet, kümmern wir mal uns um die Front. Wird schon. Das wird ein anderer Blaster von der Optik her. Mann, die Reihe sind ziemlich ähnlich, aber jetzt gucken wir mal. Jetzt hier machen wir den Teil raus, den Teil raus und dann der Hanna. Die zwei, auf jeden Fall mal Abstecker. Boah, das ist spannend, das da rauszukriegen. Es ist auf jeden Fall nur ein Prototyp. Das Blaster-Ingenieur-Logo, das müsste noch wesentlich besser einpassen. Wie ich schon gesagt habe, der Druck müsste besser sein. Aber auf der Seite, da ist ein leichter schwarzer Schatten drin. Das war das erste, nachdem ich das Gummizeugs rausgedruckt habe. Da war wohl noch ein Rest irgendwo drin. Aber dass das so weit oben ist schon auch cool. Ja. Für mich ist Drucken da noch mehr als Prototypen. Oder für Prototypen gedacht. Da ist es okay von der Qualität her. So. Und jetzt bin ich am Überlegen. So, jetzt haben wir das da hinten. Und jetzt haben wir da hinten. Ist mal der Deckel. Fangen wir mit dem Unwichtigsten an. Dann haben wir da hinten das gekürzte auf 2. So rum. Hey. Versteht das eigenes Zeug nicht mehr. Die Blaster-Ingenieur da. Dann haben wir da unten. Ich würde sagen, das ist die Kabelbox. Ich hoffe, die langt. Sonst haben wir da die Kabelbox. Und dann haben wir da
seitlich. So Dengerler. Und für die andere Seite auch. Und ihr seht, wir haben ganz viele Schienen. Ich habe es nur überlegt, hinten die Schulterstütze auch Schiene noch zu machen, aber habe mich dann dagegen entschieden, weil, ja, sonst wären wir heute nicht fertig, weil das mit der Schiene dauert ein bisschen länger. Zu entwerfen nicht, weil das ist einfach Copy-Paste und dann dahin, wenn man das einmal gemacht hat. Und dann kommt da oben, der ist nur noch, da brauchen wir da noch ein anderer Lauf, dass der da durchgeht. Irgendwas passt mit meinen Druckeinstellungen nicht. Was wir auch probieren könntet, so ein Lauf, das ist der von der Ding. Sag's mir doch, von der Dominator, der Orange, der da dabei war. Das könnte man natürlich auch probieren. Dann müsst ihr andere Fronten drauf. Das gucken wir uns auch noch an, ob ich mit der Front überhaupt glücklich bin. Aber das ist deutlich nachher einfach zu ersetzen. Also ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir da die Kabel so behalten können oder ob wir da was abschneiden müssen. Das gucken wir mal, was wir da so machen können. Und natürlich das dahinter müssen wir verkabeln. Da habe ich... Oh, wo habe ich es denn? Habe ich das? Da habe ich es. Die Dinger da noch. Das da noch kommt ins Archiv. Ich meine, da findet man sicherlich irgendwann mal Projekte, wo man das einsetzen können. Also das dürfte kein Problem sein. Denke ich doch mal. Und ja, das kann man immer mal wieder brauchen. Also da macht euch keine Sorge drum. Nie mehr auch nicht. So, das auf Seite, das mal auf Seite. So, dann. Der sage, das mal im Schnelldurchlauf. Dann bis gleich. Okay, das wird wohl nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ja, das ist doch ein Knollkabel. Und das werde ich ja in Zukunft auch nicht mehr so machen. Ich glaube, da müssen wir einfach ein bisschen was entfernen. Das ist halt. Das machen wir jetzt einfach. Das weg. Das weg. Und das kann man vielleicht noch mal brauchen. Das, wenn man eine Schnittstelle nach vorne haben wollt. Für irgendeine Tracer oder sonst was. So. Isolierklebeband, dass man da keinen Kurzschluss baut. So, da jeweils eine Runde rum. Dann dürfte es hoffentlich jetzt zugangen. Und dann werde ich sagen, hinter das dürfte trocken sein. Das testen wir einfach mal kurz. Bevor wir da jetzt das festkleben und alles und gucken, ob die Schwungrädler noch gangen. Die Motoren noch gangen und alles. Boah, das ist... Ja. Das ist eine Prototype-Konstruktion oder eine Vorversuchskonstruktion, weil das ist unhandlich, das so zu machen. Muss mal gucken, ob ich noch genug Nightingale Schwungrädler da habe oder ob ich welche herkriege. Und dann dann machen wir da eine andere
andere Schwungreitlerskäfig. So wie beim ersten Blaster, das war ja auch. Das war auch handlich, aber ich will aus dem Blaster einfach mehr machen. Den nutzen, um da weitermachen zu können. So, jetzt gucken wir mal. Bin mal gespannt, ob man das dann überhaupt noch rauskriegt, aber es dürfte passen. Ja, den wulst man mal einfach rein. Das klebt man zu. Wenn wir das rauskriegen müssen, glaubt, dann müssen wir den vorderen Teil. Ja, jetzt gucken wir mal. Ob wir das. Oh, da habe ich. Die Schraube habe ich, glaube ich, auch gezogen. Ja, jetzt alle. Man dachte, die will mal schauen, ob der Schieber noch geht. Naja, wenn man die Schraube so ansieht, dass das kein Spiel hat, ne? Da ist halt gute Unterlagsscheibe sind dazwischen, aber ich glaube auch bloß auf einer Seite, auf der Seite fehlt der Unterlagsscheibe. Wird der Unterlagsscheibe auch nicht schade. So, dann. Jetzt gucken wir mal, da der Kleber trocken ist. Wird spannend, wird spannend. Künstlich Spannung erzeugen. So, und ja, wunderbar. Das heißt, da müssen wir das T-Stück noch löten. Und vorne sparen wir uns das Löten. Wie ich schon gesagt, wenn wir das alles mal so haben, dass wir keine Dinge ergänzen müssen. Wobei, ich glaube, wenn wir dann nochmal Versuche machen müssten, können wir das einfach auch neu löten. Das ist jetzt nicht das Dramatische. Wichtiger ist, dass man das irgendwie. Beides durften wir. Das durften wir hinkriegen, dass man da ein Kabel wieder nachkommt. Das durchgefummelt kriegt. Dass man das gleich irgendwie in den Motorraum reinlegt. Weil das ist ja das will ich erhalten, wenn wir irgendwann mal Tracer Unit oder sonst was neu machen wollen. Dass wir da einfach eine weitere Schnittstelle haben. Die dann. Wobei, wisst jetzt noch nicht, was das hinmachen könnt. Aber da fällt uns sicherlich irgendwann mal was ein. Und dann sind wir froh, dass wir das haben. So, oder Zelle. Lipole. So. Hui. Ich an. So. Dreht noch alles. Wunderbar. Die klingt schon cool. So. Beim letzten war das ja Eudoil. Da könnte man das Ganze ein bisschen näher zusammenrücken. Wird sich die ganze Quatsch zwischendrin sparen. Und da war dann der Hanne. Das da verschraubt. Ich glaube, das. Jetzt wird's peinlich. Das war da verschraubt und ich glaube, da vorne war es verschraubt, ja. Das war aber. Doch, das war Eudoil und da war der Hanne. Da Schnittstelle. Und das habe ich jetzt hier alles bloß gesplittet, dass wir mal für die letzten Videos, dass wir Versuche machen können mit unterschiedlichen Anzahl an Schwungrädlerskäfig. So. Also. Da haben wir noch Drehband entfernen. Das machen wir noch kurz. Dass ich da kurz mein Senf dazugeben kann, wie schön das da jetzt aussieht. Deckel nochmal zu. So. Oh, das gefällt mir. Das habe ich mir. Aber nach dem will der das Orange irgendwie mit einbauen, dass das. Ja, aber so ein bisschen orange Akzente, aber nicht arg viel. Und so hat man dann ein paar Dinge in Orange.
aber recht wenig. So passt's. Dann machen wir da vorne das Ding raus. Das müsste nachher auch trocken sein. Das Ding muss dann nach unten, glaube ich. Ah, das habe ich nicht abgeschliffen. Das sollte ich noch vorher machen, bevor ich das dann reinquetsche, weil das ist da nicht besonders stabil. Und dann kommt das ganze Zeugs draufgeklebt. Und dann sind wir für heute auch schon fertig. Wahrscheinlich hat es wieder eine Stunde länger gedauert oder 2, wie ich gedacht habe. Ich dachte, das ist so ein Stündchen, aber das sind wir wahrscheinlich, also bin ich wahrscheinlich schon drüber. Aber ich mache mal weiter. Mach da Schnittstelle noch. Und dann schwätzen wir weiter. Bis gleich. So, Odele, der jetzt sagen, wir gucken mal, ob das überhaupt geht. So. Wird spannend. Ja. 12 Volt. Und wir haben Glück. Es ist mir orange als gelb. Da war ein gelber Pepper drauf, aber das ist orange, das passt. Ich hoffe, das flackert nicht so. Das ist manchmal bei der Anzeige ein bisschen angeschickt. Die flackert ein bisschen. Also zumindest für die Kamera flackert sie. Fürs menschliche Auge jetzt nicht unbedingt, aber für die Kamera halt. So, jetzt gucken wir mal, ob das auch geklappt hat. Das jetzt auch schon. Oder ob man das jetzt gleich wieder abfällt. Dann können wir nämlich restliche Teufel nachkleben. So, das packen wir jetzt da rein. Ja, das mit dem Schraubschlauch hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Das passt, das ist. Haben wir gedacht. Ja, und auf der anderen Seite, das musste ich ein paar Mal machen, weil ich nichts gedacht habt. Also, das ist, ohne Kopf ist man halt manchmal wie ein Depp. Das ist halt einfach so. So, das passt. Das passt. Da kommt der Deckel da drauf. Der muss nicht festgeklebt werden. Oh, der passt auch. Oder, ja. Boah, das spannt das Ganze jetzt gescheit ein. Das ist gut so. Ja, also das ist so toll mit viel Stützstruktur. Das ist ja toll mit viel Stützstruktur. Gut, das ist also Design. Und das da, also die Gummidäule mit Stützstruktur, das ist ja. Das macht keinen Spaß. Das macht einfach keinen Spaß. Jetzt gucken wir mal, ob das Magazin und nein passt. Ja, passt nein. Und vor allem, jetzt hält es auch runter. Wollen wir noch kurz eine Pause, noch Schreibler. Das ist ja. Jetzt, guckt. Das sieht jetzt schon. Bin ich mir überlegen, ob man die Seitenverkleidung überhaupt. Eigentlich sollte da eine Aussparung sein. Und dann sollte man den Stecker vielleicht noch unterlegen wieder. Das sieht schon cool aus so. So sieht's halt. So sieht's dann noch aus. Auch cool. Das kann man alles. Immer wieder ändern. Da können wir da Zeugs montieren. Zeugs entwerfen und Zeugs montieren. Das ist ja die Idee bei den Blaster, dass wir da maximale Modularität haben. So, das dürfte jetzt auch trocken sein. Gucken wir mal, wie mir das gefällt in echt. Ob ich das
da nochmal eine Variante entworfen. Das sehen wir dann. So, oder? Begeisterung ist was anderes. So, oder? Der ist da noch. Das ist nämlich oben die Schraube abdeckt. Ist alles schön verkleidet. Ich glaube, das müssen wir alles ein bisschen zurechtstutzen. Sonst hängt uns das gar so über. Das war Modell nicht so, dass das übersteht. Ja. Drucker mal nachjustieren wieder. Hätte ich eigentlich vorher machen sollen, aber ich will fertig werden. Ich will es nicht, also für den Prototyp will ich es nicht perfekt machen. Muss immer überlegen, was soll es nachher sein. Und das ist ja für mich bloß eine Möglichkeit, da weiterzumachen. Und nichts, wo ich sage, okay, das will ich nachher in große Stückzahlen produzieren. Also so bin ich jetzt noch nicht. Also, wäre schon cool, aber dann darf es auch kein 3D-Drucker sein. Vor allem nicht den Einzelnen, den ich da habe. Sonst haben wir da keinen Spaß. Das kann sich dann noch niemand leisten und die Qualität ist halt, also das Preis-Leistungs-Verhältnis wäre dann eine ziemliche Katastrophe. Das wollen wir alle nicht. Deswegen. Und dann müsst ihr auch gucken, oder das muss ich ja Stück für Stück, ich meine, Hanna, ja, mal gucken, wie man das. Da müsste man dann die ganze Toleranz oder so Stück für Stück, wenn man je nachdem, also das professionell oder besser werden soll, muss man die ganze Toleranz anpassen. Ja, mir gefällt's. Die Front noch nicht ganz, aber das ist einfach der zu tauschende Teil. Vor allem, das ist recht gut rausgekommen. Das habe ich fast schon befürchtet, dass man das noch dann ganz komisch bloß sieht, aber das ist. Da haben wir. Weil das Orange habe ich halt einfach verwendet, weil ich viel davon da hatte noch. Jetzt sage ich, klebe das mal noch. Das mal im Schnelldurchlauf. Und dann schwätzen wir weiter. Dann, bis gleich. So, Dale. Ach, der Schnitt wird jetzt nicht ganz ideal gewesen sein. Aber jetzt müsste. Das sind jetzt auch ein paar Minuten vergangen. Jetzt müsste der Kleber trocken sein. Hoffe ich. Also ja, hat zwischen dem Kleber. Jetzt habe ich Tasse Kaffee getrunken, ein bisschen Zeugs gemacht. Kruscht halt. Überforderung. So, Dale. Ja, wirkt trocken. Das ist ganz gut, dass das noch hinten. Dann hält es das gescheit fest. Das seht ihr, irgendwie sind da entweder bei der Seitenteile ein paar Millimeter dazukommen oder bei den Oberteilen ein paar Millimeter weg. Irgendwie hat sich das alles ein bisschen aufsummiert. Ich soll uns aber jetzt nicht weiter stören. So, Dale. Oh. Naja, mit der Front bin ich nicht glücklich. Da habe ich mir zu wenig Mühe gegeben. Dem machen wir nochmal.
Das muss anders aussehen. Ich meine, das Muster drüber gegangen. Das ist ja eher aus funktionellen Gründen notwendig. Weil man natürlich auch einfach da was draufkleben könnte jetzt. Könnte es jetzt schon festschrauben, aber das brauchen wir jetzt nicht. Weil das dürfte jetzt auch nicht mehr rausfallen und nichts mehr. So, jetzt setzen wir nicht weiter. Erstmal Magazin noch rein. So rum. Jetzt muss ich doch nochmal da noch den Kraut wegfeilen. Das war jetzt so nicht geplant. Sonst hätte ich das im Schnelldurchlauf gemacht. Dass das Magazin reingeht. Die ist der Krust. So. Seht ihr auch schön was. Das ist manchmal, wenn man da so schaffe, ist dann ganz umgeschickt. Jetzt die Videoeinstellung so hinzukriegen, dass ihr alles auch ideal seht. Boah, das spannt gescheit. Aber das fällt jetzt nicht mehr raus. Das ist jetzt nicht ganz ideal. Wo spannt denn das so? Spannt es da vorne? Oh, das seht ihr da nicht. Das kann man ein bisschen nach oben lupfen. Das müsste einfacher gehen. Das da nach hinten muss ich ein bisschen schräg machen. Das ist da noch. Ah, da ist aber ein bisschen Krust, der noch nicht hingehört. Auf der Seite noch ein bisschen. Und da ein bisschen und ein bisschen. Und dann. Na Gott, schon einfacher. Ja, ich glaube, das da muss ich ein bisschen schräg machen, das leichter reingeht. Das hat beim ersten Blaster halt irgendwie. Gut, das heißt, ich meine, das ist ja neu dazugekommen. Aber wir können mal kurz nochmal auf den Tisch holen. Das ist ja beim ersten Blaster. Das mal der Deckel haltet das uns. Ja, da hält es der Hanne hauptsächlich an den zwei. An den Teil da noch vorne. Das seht. Das wollte ich nicht mehr so haben. Überlegt habe, wenn ich dann doch irgendwann mal auf einen schlauen Gedanke kommen. Ich meine, versucht habe ich es ja schon, wenn man das Magazin mehrstöckig weiter kann. Dann ist das natürlich der Hanne, der Teil im Weg. Und dann müssten wir jetzt der Hanne bei dem Blaster, der Hanne bloß, der ist der andere. Das ist der Hanne. Das ist der Hanne, der die Rundung mitmachen lassen. Und schon könnte man da mehrstöckiges Magazin reinpacken. Bei dem geht das nicht. Aber dafür sieht das halt cool aus. Also, das. Boah, da ist auch nochmal. Das ist auch nicht ganz. Also, das. Ja. Das ist halt alles ein bisschen stümperhaft. Egal, wir lassen es jetzt so gut sein. So. Bisschen. Wenn ich mag es, dann macht das ein schönes Klonk. Das ist mal. Ein schöner Blaster.
Vor allem, der steht besser. Der ist halt nicht so kopflastig. Und da ist der Griff. Und da ist der Griff weiter vorne. Das ist. Ja, und bei dem habe ich mich da beim Design schon ein bisschen mehr angestrengt. Das da ist schon eher technisches Design. Das war der. Und da war es mal wichtig, dass der ein bisschen abgefahren aussieht. Funky, keine Ahnung, oder? Basic. Vor allem die Schulterstütze finde ich cool. Und das vorne. Packen wir den mal wieder auf Seite. Weil wir müssen den da vorne nochmal. Erst einmal da vorne die Folie weg, wenn ich den hinkomme. Oh, geh schon weg. Bitte irgendwo noch mal Pinzette rumliegen. Das ist jetzt Vollprofi mit Pinzette. Ja, die hätte ich abziehen sollen, bevor ich es reingebaut habe. Das wäre natürlich cool gewesen, wenn man die aber drauf lassen könnte. Aber sieht dann die Ränder schon ein bisschen komisch aus. Jetzt kommt es wieder raus. So, jetzt ist das. Aber die andere Blast habe ich ja abgezogen. Passt. Also, das ist jetzt peinlich gewesen, wenn mir das nicht aufgefallen wäre, dass ich beim anderen nicht abgezogen habe. Ja, schon ganz eigenhandlicher. So, jetzt halt Batterie rein. Motorler aus. Da müsste jetzt auch noch genug Platz sein für so ein Piepdingens. So ein Lipo-Guard. Ja gut, der Lipo ist eine ganze Ecke leichter. Geht jetzt gerade auf jeden Fall so rum. Ah ja, das habe ich vielleicht ein bisschen zu gut geladen. Das ist ja auch bei dem Magazin ganz praktisch. Das ist schon die Weiterentwicklung. Da habe ich weiter gedacht, dass der Finger auch rein passt. Ja, das habe ich jetzt gut geladen. Hoppala. Die sitzt jetzt halt auch schon eine gute Stunde drin rum. Ja, das ist für die Pfeile nicht das Beste. Aber es ist halt saumäßig cool. Also, meine Meinung. Oder vielleicht ist die Feder auch nicht ganz so gespannt. Ich weiß es nicht. Gut, ich hab's auch einfach gut gemacht. Ich habe einmal alle Pfeile, die bereit waren zu opfern für den Blaster, habe ich da mal reingepackt. So. Das ist okay. Das ist jetzt natürlich, wenn man Werbung machen will für sein Blasterle, ist das jetzt nicht das Beste, wenn man das so viel. Das Magazin müsste ich vielleicht nochmal eine Ecke größer machen, dass die einfach nicht ganz so voll machen. So. Oder der Feder ein bisschen mehr Power verpassen. Aber mehrreihig ist immer noch. Steht immer noch aus. Ich
glaube, wir müssen das doch irgendwann mal mit den Rival Balls oder mit den X-Shot Chaos-Dinger da oder für. Mit den Bälle halt. Das müssen wir vielleicht auch immer noch probieren. Oder wird das Magazin? Hey, das kriegen wir schon hin. Na, erst will ich da haben. Für den da haben, zweiter ein Bauteil. Ups. Ist das nicht richtig? Nein, sogar. Das ging aber auch schon mal besser. So, das waren jetzt alle. Das ging aber auch schon mal besser. Ich glaube, der reibt irgendwie. Das. Ist das. Ärgert mich jetzt. Müssen wir da. Das lässt sich mit leerem Magazin nicht so leicht laden. Weil der Schierbaum weg ist. So, oh ja. Mächtiges Chaos verursacht. Räumen wir wieder ein bisschen auf die Seite. So. Das da auch noch. Dann können wir noch ein paar abschließende Worte, wenn mir noch was einfällt. So, ein bisschen Kraschel. Ja, was machen wir jetzt damit? Ich meine, den Teil wollen wir wieder wegmachen. Oder ich mache gleich einen zweiten. Und den speziell dafür, dass man noch die Klappe da unten noch macht. Das wäre auch eine Möglichkeit. Weil das Teil, das hat echt lang dauert zum Drucken, für das eigentlich so dünn Teil ist. Das heißt, beim letzten Blaster habe ich das stehen gedruckt. Da war das dann kein Problem. Weil das versuche ich immer so gut wie möglich zu vermeiden, dass man Stützstrukturen hat. Und das ist meiner Ansicht nach einfach Zeit- und Materialverschwendung. Was man jetzt noch braucht, ist da vorne irgendwas, was man nachbauen können, dass man dann von hier aus auslösen kann. Hat man den Finger frei. Oder wenn man dann hier so, könnte man dann hier mit dem Finger, je nachdem, dass man das da auslösen kann. Das seitlich weiß ich noch gar nicht, was ich damit mache. Vielleicht Lichtli oder sowas noch. Finden wir Möglichkeiten, aber das sieht schon mal cool aus. Die Front gefällt mir nicht, das machen wir noch anders. Das sieht aus wie ein altmodischer Blitzer. Nee, da muss ich mich noch ein bisschen mehr anstrengen. Die gefällt mir noch nicht. Aber der Rest passt. So, wollen wir der andere Blaster nochmal. Abschließendes Bild. Ja, ganz eckig, kompakter wurde ich. Das war aber auch Sinn und Zweck der Übung. Und durch das, dass der Griff, gut, die Schulterstütze ist auch eine Ecke kürzer. Also so vom Prinzip her. Wenn ihr das seht, da ist eine ganze Ecke weniger dran. Aber das ist okay. Und das mit den Pfeilen, da muss ich mal ein bisschen mit rumspielen und gucken, ob das nicht besser geht. Kriegen wir das so hin, dass das beides im Bild ist. Zumindest die Front. Und dann lassen wir es für heute gut sein. Schlank genug jetzt das Video. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blasteringenieur.